So, herzlich willkommen, schönen guten Tag. Neue Folge Kassettenschmatz. Und zwar vom 9.12. Keine Ahnung, warum das Datum dazu so, habe ich noch nie da, aber ab jetzt, nein, ich sage nicht ab jetzt, jetzt wisst ihr einfach nur, was heute für ein Datum ist. Und was mir heute wieder mal eingefallen ist, was wir die letzten Male immer wieder vergessen, ja genau wir, weil keiner von euch erinnert mich dran, dass wir uns das tolle Intro anschauen, das wir extra für dieses Schweinsformat gemacht haben. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Sehr schön. Jetzt war es wieder mal nicht komplett umsonst, dass es dieses Intro gibt. So, wer ist jetzt da? Jojo und der Dragoncry. Grüßt euch. Servus, schön, dass du da seid. Hallo, hallo, hallo. Was haben wir heute für euch? Ich habe einen Schwung an Casting News, einige Neuankündigungen. Post haben wir wieder ohne Ende. Trailer war gar nicht so viel. Es gibt eigentlich nur einen Teaser, und zwar zur 5. Staffel The Boys. Und dann haben wir gehen wir schon zu unseren Streaming-Charts und Streaming-Starts und ein bisschen an Mike habe ich wieder belästigt, dass er immer ein bisschen Material geben, was es ab der Woche zum Kaufen gibt. So kann der so kurz und knackige Folge werden. Das ist eigentlich andere Frage noch. Jetzt haben wir nämlich die letzten Wochen Mittwoch, Donnerstag, Dienstag gehabt. Gibt es eigentlich so einen bevorzugten Tag? Falls ja, schreibt es mir in die Kommentare rein, wann ihr alle so am meisten Zeit habt und ob die Uhrzeit 19 Uhr auch so passt. Prinzipiell ist mir scheißegal, aber ich möchte zumindest so da, als würde es mich interessieren. So, fangen wir an mit was fangen wir an? Ah, Unboxing hätte ich fast vergessen. Haben wir natürlich heute auch wieder. Ah, jetzt ist der Sesslingers da. Sesslingers habe ich der. Wir haben heute noch den letzten OP08 One Piece Booster. War leider das letzte Mal die Trafalgar Law-Karten, war leider keine Tausende von Euro wertvolle Karte, ich glaube irgendwie 3 Euro oder so. Naja, besser als nichts, fast der Booster. Und danach gibt es wieder ein Mega-Entwicklungen Pokémon Booster mit Bisa Fettsackflor. So, bei mir steht alles, wenn ich den Teaser so The Boys 50. Und da gibt es keinen Fünfer, der steht mir auch alles, wenn ich sage, dass fette Kohlen reinfliegen. Vielen Dank. Potato for you. Warte mal, das muss ich fast, da muss man fast herzen, gell? Herzi, Burm. So, das Verrückte ist, ich kann hier nicht also ich kann nicht auf Magic auf alle Fälle drucken. Das geht nicht, warum auch immer. 19 Uhr passt bei mir und Montag, Dienstag, Mittwoch passt auch. Ja, Schatz her. Mittwoch habe ich aber festgestellt, ist allgemein immer verhältnismäßig schlechter Tag gewesen. Aber mal kicken, wie es in Zukunft ist. Jetzt fangen wir mal an, Leute. Fangen wir mal an. Und zwar fangen wir jetzt einfach mit den Castings an. Da müssen wir jetzt ein bisschen hin und her springen mit so vom Bild, weißt du, da schreibe ich nebenbei. Aber es kommt vom Sam Mendes ja ein Beatles-Film. The Beatles, a Four-Film Cinematic Event nennen sie dieses Ding. Und dazu ist jetzt ein Cast-Schwung ausgeballert worden. Unter anderem nämlich hier der gute alte David Morrissey. Wir lieben und hassen ihn von The Walking Dead. Da war er als Governor zugegen. Und ja, fick dich, Governor, da ich da gerade noch mal sagen, weil das war echt einer der miesesten Schweine-Gegner, die es überhaupt gegeben hat. Jojo sagt, ja, Uhrzeit passt, schön, schön. Sei mir nicht so geizig, Jojo. Altes Schwein. Dann haben wir noch die, da muss man jetzt immer ein bisschen suchen, das war mir nämlich zu weit zum Voraus, oder? Leanne Best, nennen sie die nächste gute Dame. Die wurde gecastet als, das wird jetzt ganz spannend, ich habe gar nicht gesagt, der David Morrissey ist übrigens der Jim McCartney. Dann haben wir die Leanne Best, die ist dann an John Lennon seine Tante Mimi. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? John Lennon seine Tante Mimi, die ist immer, wenn es um Beatles geht, dann fällt mir die als erstes ein. Ja. Dann haben wir den James Norton. Schnell. Show me this. Mach F. Er das same. Das ist dann der Brian Epstein. Was schreibt er? War aber neben Negan einer der besten. Ja, das stimmt. Also Negan und er waren wirklich Peak-Antagonisten, da die fast sagen. Harry Lloyd. Ari Lloyd. Oh, spring mit Victor, please, Sau.
Harry Lloyd ist dann der George Martin. Woher kennt man den Kreting? Die Entdeckung der Unendlichkeit. Habe ich zwar gesehen, aber ich kann mich an ihn nicht erinnern. Ist wurscht. Dann haben wir noch Bobby Schofield. Bobby Schofield. Was schreiben wir denn für einen Stiefel zusammen? Kruzer Tirken. Schofield. Wer ist er? Bobby Schofield ist dann Neil Aspinall. Aspinelli. Sagt mir auch nichts, der Kerl. Woher kennt man den? Guy Ritchie ist der packt, also Don't Breathe 2. Der ist zu lang her. I do not remember. Daniel Hoffman, Jill oder Gil? Keine Ahnung. Hoffman. Er the same. Der ist dann Mel Evans. Scheiß Werbung hier. Bekannt für seine Arbeiten an The Franchise. Der Sandman. Aha. Alex Sandman, der wird mir die zweite Staffel anschauen. Kurva, diese ist sie vergessen hier. Arthur Darrell. Ich hätte gerne einen Corby dabei und mehr, dass er die ganzen Namen vorlesen muss. Das war sicherlich witzig. Der spielt dann Derek Taylor. Den kennt man doch auch. Legends of Tomorrow, stimmt. War er da nicht sogar der Konstantin? Let me look. Nein, Konstantin war er nicht, oder? Da war er nur der Pilot von dem komischen Schweins-Zeitreise-Ding. So war es. Konstantin war der andere blonde Seppi. Der spielt auf alle Fälle, habe ich schon gesagt. Derek Taylor, ja, habe ich schon gesagt. Legends of Tomorrow, ja, so eine Scheiße. Und Adam Polly oder Pelly? Pelly. Adam Pelly, der spielt dann den Alan Klein. Ja. Ist das nicht der von Sonic? Ja. Oh Gott, die hassen ihn. Der ist genau, er spielt dann Wade bei Sonic. Ich habe mir jetzt erst Sonic 3 angeschaut und da hat er ja Gott sei Dank auch noch einen kurzen Auftritt und ich hasse ihn seit der Serie mit dem Knuckles. Knuckles finde ich eigentlich ganz cool als Figur, der ist witzig, aber er geht echt überhaupt nicht. Hau mir ab, der ist völlig unwitzig. Ich weiß nicht, warum man den in irgendwie lustige Dinge einsteckt bei Knuckles, der ist nicht witzig. Meine Augen zumindest, aber gut, weil ich einen Stift davor geschmissen von lauter Wort. Das war der große Casting-Schwung, der uns vom Sam Mendes zu Sam Beatles-Film genannt wurde. Dann haben wir, den brauche ich glaube ich nicht, Leonardo DiCaprio, der jetzt bestätigt hat, dass er im kommenden Sequel von Michael Mann Heat 2 mitspielen wird. Ja, DiCaprio geht immer. Da macht man nichts verkehrt, wenn man den in der Kassette einschmeißt. Köstlich. Dann haben wir noch Hugh Laurie, der ist jetzt in Staffel 3 von T-Run dabei. Sagt mir ehrlich gesagt nichts. Die ist nämlich jetzt übrigens um eine dritte Staffel auch erst verlängert worden und im gleichen Atemzug dann auch dieser Hugh Laurie angekündigt worden als neuer Castzugang, den man eben kennt als den Dr. House. Dr. House. Und letzte Casting-News für ist es der David das Melchion, keine Ahnung, wie spricht man aus? Sagt's was? Wer es weiß, kriegt nichts. Und die Ella Balinska sind in dem Film Killscreen von Greg McLean. Horror-Kassetten wird das. Schauen wir mal, was der Greg McLean gemacht hat. Greg McLean! Da ist er. Aber das Mädchen, der geht auch immer. Den Typen mag ich auch sehr gerne mittlerweile. Wolf Creek Regisseur, da schau her. Wolf Creek, das Belko-Experiment, Jungle, der hat dann auf alle Fälle schon ein paar geile Dinge gemacht. Er war aber bei Wolf Creek, er hat schon auch den Film gemacht. Er war auch bei der Fernsehserie dann am Stizzle. Belko-Experiment, Wolf Creek 2, The Darkness, ja, Rogue, ja, das war jetzt nicht ganz meins, aber ist ja nicht so schlimm. Auf alle Fälle hat er einiges Cooles, vor allem mit Wolf Creek auf seiner Vita stehen und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die Kassetten von dem, vor allem wenn das Mädchen dabei ist. Ich liebe dich. Herz, Potato, Herz. So, was haben wir noch für euch? Gehen wir ein bisschen auf Poster, oder? Schauen wir uns ein bisschen Poster an miteinander. Das mögen wir doch immer. Da wir ja keine Videos so schauen dürfen und nichts, schauen wir uns zumindest Poster so. Denn, mit was fangen wir? Gehen wir jetzt Schweineteilen-Button, geht nicht. So. Stinksau.
Mit was fangen wir an? Ja, ich habe es euch gesagt, es gibt ja den ersten Teaser zu The Boys Staffel 5 und mittlerweile ein Startdatum, nämlich am 8.4.2026 geht's los und das Finale kommt dann am 20.05.2026. Und ja, der Trailer schaut geil aus und es heißt halt einfach bis zum verdammten Ende und ich bin echt gespannt, was da auf uns zukommt. So wie es der Philipp vorher schon geschrieben hat, bei mir steht alles, wenn ich den Teaser sehe, ich war auch, also da waren bin froh, dass das T-Shirt noch ganz ist, weil da steht der Schreif schon auf, du kannst für 5 Mal Brezen aufhängen, da garantiert. Was haben wir noch gesagt? Was haben wir noch gesagt? Ein neues, das ist zwar sehr simpel, aber ein neues Star Wars Poster von The Mandalorian und Grogu. Solo Ancines. Venti Uno. Das ist nicht italienisch, gell? Naja, auf alle Fälle 21. Mai kehrt der Pedro Pascal als Mando und der Grogu zurück. Grogu! Beste Grogu. Ja, sehr schön. Da war das erste Poster cooler, muss ich sagen. Aber ich möchte es euch natürlich nicht vorenthalten. Letzte Woche habe ich erzeugt The Strangers Chapter 3 Poster. Wir haben jetzt die Woche ein neues Poster dazu gekriegt, in dem man ein bisschen mehr sagt, das ein bisschen, mehr, ein bisschen was zeigt, weil das letzte Woche war ja einfach nur schwarz mit dem Schriftzug. Jetzt haben wir da ganz cool hier so schon Maske und Gesicht und Maske vom Gesicht. Ich schaue ein bisschen aus wie Florence Pugh, finde ich. Oder wie der Corby sagt, Florence Puff. Powerpuff Florence Girl. Die müssen wir aber erst noch den zweiten organisieren. Naja, mal kicken, wann wir die sehen und ob der bei uns überhaupt irgendwo ins Kino kommt. Auf alle Fälle ab Februar, 6. Februar, ist der in Cinema. Und zu Peaky Blinders, The Immortal Man, den kommt am 20. März auf Netflix der Abschlussfilm zu der Peaky Blinders-Reihe. So wie wir sie kennen, es soll ja dann weitergehen mit einer anderen Geschichte. Dazu haben wir jetzt auch das erste Poster gekriegt. Da bin ich schon gespannt. Da müsste ich echt noch mal einen Rewatch machen, bevor ich mir das Finale dann anschaue, vor allem, weil ich die letzte Staffel, glaube ich, gar nicht gesehen habe. Eieieiei. Da ist jetzt, warum auch immer, furchtbar winzig das Beutel hier von Lupa, der 4. Teil heißt ab Herbst 2026. Ah ja, es summt selber eine, ist mir doch scheißegal. Und was wir jetzt auch kurz bevor ich angefangen habe mit dem Streamen, noch das erste Poster zur zweiten Staffel vom The Last Airbender Avatar geht in die zweite Staffel und Returns 2026, auch nächstes Jahr. Ja, war jetzt, muss ich sagen, was ich bis euch gefallen hat, die Avatar-Serie, die Realverfilmung dazu. Ich fand es eigentlich ganz nett. Bin aber eher so Team One Piece Realserie, die gefällt mir besser als die, muss ich sagen. Bin aber allgemein jetzt nie, ich finde Avatar, auch den Anime, finde ich cool, aber war jetzt nie so der Überfan von dieser Sache. Von dieser Sache. Was haben wir noch? Ich suche dann wieder Beutels raus für die schönen Sachen. Denn Super Troopers 3 kommt. Ich weiß nicht, ob ihr den Super Troopers kennt. Der erste Teil, finde ich, ist eine Wahnsinnskomödie. Da habe ich früher wirklich sehr, sehr viel gelacht. Ich weiß nicht, ob das halt auch noch so war. Aber Teil 2 war auch nicht ganz schlecht und ich habe überhaupt nichts davon mitgekriegt, dass es einen dritten Teil geben wird. Aber auf einmal schwappt es mir hier ein Bildchen rein. Der ganze Originalcast ist wieder dabei und der Film kommt ja schon am 7.8. ins Kino. Und jetzt die allerwichtigste News überhaupt zu einem der krassesten Filme, der wahrscheinlich kommen wird in den nächsten Jahrzehnten, will ich fast behaupten. Denn Vin Diesel ist jetzt Autor und Produzent und wird auch noch die Hauptrolle übernehmen in dem Film zu dem Spielzeug Rock'em Sock'em Robots, wie es bei uns in Deutschland heißt. Ich habe keinen blassen Schimmer, aber wenn ich es euch zeige, werdet ihr sofort erkennen, was diese ist. Wo ist die Bild? Da ist die Bild. Diese komischen Roboter, mit denen man dann so am Rand so umeinander drückt. Und ich glaube, man hat gewundert, wenn man irgendwie einen Kopf in den Tisch schießen lässt, oder? Ist das da irgendwie so gegangen? Ich weiß es nicht. Aber ja, Barbie hat auch funktioniert. Schauen wir mal, was da funktioniert, wie das funktionieren wird. Wer da schon hinkriegen, der Diesel, wenn er ist sicher ein begnadeter Autor. Für One Piece, die Serie bisher auch besser, aber das kann sich ja noch ändern, wenn jetzt zu oft dazu kommt in Avatar. Ja, mal gucken und dann schauen wir mal, was uns die zweite Staffel One Piece auch dazu bietet. Rock'em Sock'em Robots, ja, da haben wir einen Film auf alle Fälle braucht dazu.
Hat irgendjemand das Spielzeug gehabt? Ich kenne nicht mehr irgendjemand, der das Spielzeug gehabt hat. Hat es bei uns überhaupt gegeben? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wir sind mal wieder mehr ausgeschlossen worden. Armes Deutschland. Wisst ihr, wie es ist. Danke, Merkel. Erste Teaser zu Malcolm mittendrin ist, Reboot ist heraus. Da kommt ja so vierteiliges Special nochmal. Ja, ich glaube, das ist der Hell, den man sagt in dem Teaser. Und es ist sehr haarig auf alle Fälle. Kickt's bei rein, so ein paar Sekunden Instagram, wenn du Hulu oder Disney Plus suchst, dann wirst du ihn gleich am Start haben. Ich werde auf alle Fälle nicht riskieren, die 5 Euro vom Philipp zu verlieren, nur weil ich 20 Sekunden von einem Malcolm mittendrin Teaser sagen wollte mich. Und wir haben jetzt dann bald geht's los mit Fallout Staffel 2 und die Macher haben jetzt schon gesagt, sie wollen unbedingt, dass Fallout nie lang weg ist vom Bildschirm und deswegen beginnen auch die Dreharbeiten zur dritten Staffel schon im Sommer nächsten Jahres. Also sie wollen, wie gesagt, so schnell wie möglich zurückkommen auf die Leinwand, hätte ich schon mal gesagt, auf die Bildschirme. Was ist ja schon wieder mit Minecraft? Wo bleibt denn eigentlich der Minecraft-Movies-Sägewerk? Hat das der Corby rausschneiden müssen? Habe ich da nicht, meinst du die Wolex oder wie? Habe ich den gar nicht dabei gehabt. Das ist gut, wenn du mich daran erinnerst, weil den muss ich noch mitnehmen. Der muss auf alle Fälle noch gesagt werden, dieser Drecksschweine-Hurenfilm. Ich flippe komplett aus. Scheiß Jack Black, soll ich da mal abhauen? Unlustige Pissbacke. Ah. Ja. Nächster Song. Schweinescheiße hier. So, was startet die Woche im Stream? Kicken wir mal. Ich habe jetzt wieder rausgefiltert für uns. Netflix, Prime, Disney Plus, Apple TV, Wow, Crunchyroll und Paramount Plus. Mal kicken. Das geht immer gerade. Das ist immer so ein Schweineding. Das geht mir gerade bis heute. Das ist auf alle Fälle die zweite Staffel Tomb Raider müsste jetzt schon online sein. Da habe ich letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, aber Spartacus, House of Azur ist online. Habe jetzt auch schon kurz reingeschaut in die erste Folge, 20 Minuten gesehen. Da wird einmal ordentlich die Rübe zermatscht. Das schaut schon mal schön aus. Also, ich glaube, da darf es wieder auf coole, schöne Gewaltexzesse freuen. Ja, ansonsten ist wieder ziemlich viel umeinander tauscht worden mit zum Beispiel die Serie Nosferatu ist jetzt auf Netflix und nicht mehr auf Prime. Das ist aber alles, das sind so News, da habe ich keine Lust nicht, dass ich das alles verzeihe. Das war verzeihe nur den coolen Scheiß, wie ich es letztes Mal schon gesagt habe. Ein Wednesday Kaminfeuer gibt es jetzt übrigens auf Netflix. Das ist schon gut. Das braucht man auf alle Fälle. Dann haben wir natürlich Welcome to Derry, die neue Folge. The Young Jedi, die dritte Staffel ist losgegangen. Müsst ihr eigentlich schauen. Das ist richtig schön zum Einschlafen. Aber ansonsten ist, glaube ich, die Woche relativ ruhig, was Streaming-Neustarts angeht. Ich weiß, zumindest sagt man auch noch mal viel Neues an. Schauen wir mal, was gibt es hier noch? Streaming-Neuerscheinungen online schauen. Ja, was soll ich denn sonst so schauen, du Vollidiot? Scheiß Movie Pilot. Habe ich es laut gesagt? Psst. Schimpfe natürlich nicht. No. Bugonia bei Amazon Video. Say what? Wann soll denn der kommen? Tell me this. Da müssen wir jetzt mal kurz reinschauen. Bleibt zum Beispiel nicht dran, Männers. Oder kann man sich ihn schon kaufen, kann man sich ihn, wie? Italienisch. Ich kenne mich nicht aus. Deswegen mag ich Movie Pilot nicht. Diese Woche haben wir sonst eigentlich nichts Besonderes in den Streaming-Starts drinnen. Aber die Emma Myers war doch toll in Minecraft. Hau ab jetzt! Im Minecraft-Movie war nichts toll. Gar nichts. Wirklich nicht. Ich weiß nicht. Wie gesagt, am Schluss der Witz mit dem Messer, den fand ich witzig. Da habe ich mal kichern müssen. Aber ansonsten ist das unlustige Schweinescheiße gewesen. So. Unlustige Schweinescheiße. Ja, wirklich unfassbar, wie mir der Film aufgeregt hat. Was läuft im Kino die Woche? Wir sind am 11. Dezember und es startet Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, ein Drama von Wolfgang Becker. Dann, oh Gott sei Dank, endlich Avatar 3, Fire and Ash. Ja, ey. Wie lange dauert eigentlich der Schwanzfilm? Steht irgendwo die Laufzeit? Laufzeit! Piep, 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 piep. Trivia? Haben wir auch nicht. Leg mir doch in den Arsch, dann sagst du es halt nicht. Doch, da, 3 Stunden 17. Ich sage nicht ganz dicht. Wir gehen da ins Kino und schauen sich das nochmal an. Eieiei.
Mir sagt auf alle Fälle kein blaues Manschgal mehr im Kino, außer die Schlümpfe vielleicht einmal. Bibi Blocksberg, das große Hexentreffen und was, auf das ich mich riesig freue jetzt dann, werde wir morgen auch, übrigens, morgen im Cineplex, 20 Uhr, Silent Night, Deadly Night, das Remake von dem 80er Slasher und auf den freue ich mich schon riesig, endlich wieder einen geilen Weihnachtshorror-Slasher und die ersten Stimmen sind sehr positiv. Außerdem gibt es anscheinend eine schöne Szenerie, in denen Nazis gemeuchelt werden und dann hast du mich schon, Weihnachtsslasher und nur ein Rudel verschissene Kack-Nazis abmetzeln, bin ich sofort am Start. Da gibt es automatisch 3 Punkte mehr auf Letterboxd. Kein Weg zurück. Amerikaner, ein Leben ohne Liebe ist möglich, aber sinnlos. Eine Komödie. The Cure, The Cure, The Show, ist auch wieder ein Musikding jetzt tatsächlich, ist im Rosengarten. Creation of the Gods 2, Demon Force, ist ein asiatischer Film, habe ich ja gesehen, der ist in der Sneak-Lauf. Was war da noch? Ein Haus in Jerusalem. Dreamers, Stille Beobachter, Snakes and Ladders, Childish Actions. Bugün Güzel, Kieskop, ja, das sind jetzt wieder die Filme, wo ich gesagt habe, die lesen immer vor, weil ich nicht mehr mag. Old Surehand, erster Teil von 1965 von Karl May, ist irgendwas mit dem Winnetou, oder? Zumindest auf dem Beutel ist der Winnetou im Hintergrund. So, das war's mit den Kinocharts. Kinocharts. Kommt irgendjemand morgen ins Kino? Geht irgendjemand morgen ins Kino auf Vilsbiburg und schaut sich ganz brav Silent Night, Deadly Night an? Wie schaut's aus? Wie schaut's aus? Wo sind die Leute, die Geschmack beweisen? Keiner. Lauter Kinoscheue Schwanz. Streaming-Charts. So. Sehr Netflix dominiert, sage ich gleich. Platz 10, A Man on the Inside, zweite Staffel, Netflix. Und dann haben wir Absentia, der auf Platz 9, die erste Staffel, Prime Video, genau. Erste Staffel von Landman über Paramount Plus ist auf Platz 8. Dann haben wir Staffel 2 von Stranger Things auf Platz 7, natürlich Netflix. Staffel 1 von Stranger Things auf Platz 6, natürlich wieder Netflix. Und Staffel 4 von Stranger Things auf Platz 5, wieder Netflix. Sean Combs The Reckoning ist diese Doku über einen P. Diddy, und soweit ich das mitgekriegt habe, hat die 50 Cent produziert. Ich muss mir da echt einmal einlesen, weil irgendwie ist da anscheinend der Beef dahinter gewesen oder so. Also, da bin ich jetzt mal neugierig, das möchte ich sehen. The Beast in Me, die auf Platz 3, Netflix, erste Staffel. Dann haben wir die zweite Staffel von Landman auf Platz 2, Paramount Plus. Und Platz 1 ist wieder allen Erwartens die 5. Staffel Stranger Things. Aber keiner möchte scheinbar die 3. Staffel singen. Es sind nämlich nur 1, 2, 4 und 5 in die Top 10. Warum möchte keiner die 3. Staffel singen? Mögen wir die nicht, oder wie? Sagt man das in etwa? Bei den Filmen, was haben wir da? Die sind eigentlich immer scheiß uninteressant, muss ich sagen, die Filme. Oh, What Fun, das ist dieser Film auf Prime. Und Troll 2 ist in die Top 10. Haut's ab mit den Filmen. Die interessiert doch keine Sau. Weil in der Regel sind die meisten Filme nicht so toll, die im Stream direkt kämen. So Leute, irgendwie schafft man es echt immer fast genau vor eine halbe Stunde, egal wie viele News das ich dabei habe. Weil heute waren es gar nicht so viel, dafür waren es letztes Mal extrem viel und trotzdem sind es jetzt immer circa eine halbe Stunde. Das sind wirklich richtige Hund. Jetzt hat hier Unboxing. Da hier wieder Daumen drücken, Fingers crossed. Damit ich reich wäre durch Trading Card Game Booster Pack Unboxing. Denn ich mag nicht mehr arbeiten gehen müssen. So, geht schon wieder gut los. Heat and Wire, die haben wir das letzte Mal schon drin gehabt. Haut mir ab. Brooke. Dann haben wir Nami. Die habe ich meine auch schon. Das ist übrigens OP, was habe ich vorher schon gesagt? OP10, oder? Ja, genau, OP10. Nico Robin. Bian. Nick Robin hat übrigens eine ganz komische deutsche Synchronstimme in dem Film One Piece Red. Ist das die gleiche Stimme, die er in der Serie hat? Ich habe mir den jetzt mal kurz mal eingeschmissen, aber noch nicht fertig angeschaut. Ganz komische Stimme, finde ich. Cavendish. Dann haben wir ein Event, Gum Rhino Schneider. Ja. Sengoku, den habe ich noch nicht, das weiß ich. Nochmal ein Event. There's no longer any need for the 7 warlords of the sea.
Er ist ein geiler, finde ich. Er ist eins geiler. So, was haben wir jetzt noch? Caribou. Ah, geiler. Vollidiot. Jetzt hat hier schillert schon wieder rum. Basil Hawkins. Und ich glaube zum 28. Mal Scheiß Enel, obwohl ich ihn sehr gern mag. Aber warum habe ich ständig seine Schweinskarten da erinnern? Ständig! Ich glaube, jetzt hat er schon 4 Mal oder so. Ab nächster Woche wechselt man aber jetzt so OP12. Das sind dann die ersten Booster von OP12. Da habe ich noch gar nichts gemacht. 12 heißt es übrigens. 12. Das soll jetzt euch merken, spricht man 12 aus. Und jetzt hat noch Pokemons. Fettsack-Bisaflor. Übrigens habe ich mittlerweile gleich den Verdacht, dass die Magic Final Fantasy Booster, dass die nicht mehr gibt, weil in keinem Geschäft finde ich es. Und jetzt habe ich mir schnell auf Prime geschaut, weil man gedacht hat, dann stellst du es halt so richtig dämlich übers Internet, aber da kostet Booster 50 Euro mittlerweile. Was ist da los? Wer gehen Sie aus? Sagt mir das mal. Warum ist diese so teuer? Müssen wir da noch umsteigen? Müssen wir die Magic the Gathering Spider-Man-Karten holen? Ja, Neverland Range Kit ist auch doch. Hallo, hallo, Baby. Du hübsche Baby. Ich kriege scheiß Booster nicht auf. Du kommst genau richtig, wir machen jetzt Pokémon-Karten auf miteinander. Und da habe ich dann sicherlich eine Karte drin, die mehrere 1000 Euro wert ist und dann muss ich nie wieder arbeiten gehen. Finally. Und dann bin ich innerhalb von einem Jahr tot, weil ich mich mit Fentanylpflaster auf den Damm umgekriegt habe. Aber das ist halt das Größte, was man dann als reicher Superstar machen muss. So, Afiti mit der Wunderfarbe. Hallo, Wunderfarbe, toller Tritt. Schlappohr mit rasender Tritt und Drehtritt. Das sind wieder die Tipps für drauf rein, die ich natürlich nicht empfehle. Magnetilo mit dem Strahl. Das ist ultimativ einfallsreich. Snomnom, verstecken. Zirkt überhaupt nichts ab. Was gibt es die Attacke dann überhaupt? Wirf eine Münze, verhindere bei Kopf während des nächsten Zuges deines Gegners allen Schaden durch und alle Effekte von Attacken, die diesem Pokémon zugefügt werden. Ja, was mehr mit dem Schweins-Pokémon, wenn es aber sonst überhaupt keinen Schaden macht? Das ist scheiße. Ninjask, Panzer abwerfen und Kehrtwende. Kehrtwende, wie in der Brandmauern-Diskussion von manchen Politikern, ist ja immer wieder eine Kehrtwende zu sehen. Kadabra, das ja mittlerweile wieder einen Löffel haben darf. Ich glaube, das dürfte es ja wegen dem Uri Geller, den wir in Saugkopf ewig lang nicht haben. Psycho ziehen und Super Psy-Schlag. Dann haben wir Lolas Schabernack. Ja, die schaut mir wirklich durchtrieben aus. Das ist klar, dass die nur Schabernack im Kopf hat. Jetzt hat das hier wieder ordentlich am Schillern. Wir haben nämlich ein O-Wein proppenvoll. Da schaut sie, wie es glitzert. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Ein Vorgitter mit Verprügler. Haut die mit dem Stecker. Wieder voll am Glitzern. Und ein Kyogre. Springflut und Wellenwirbel. Oh, ich bin leider enttäuscht, weil ich glaube nicht, dass irgendwas davor nur mehr als 1 Euro wert ist. Basisenergie. So, das heißt, wir sehen uns nächste Woche doch wieder und ihr kriegt so weiterhin Podcast-Folgen, weil ich leider nicht reich wird durch dieses Unboxing. Ah, was soll's, was soll's. Ich mag's ja gern, ich mag's ja gern. Für euch mache ich das doch gern. Sagt er wohl wissend, dass es gelogen ist. Ja, fast eine Punktlandung, 1929. Fast haben wir alles auf eine halbe Stunde durchballert. Ich sage wieder danke für alle, die zugeschaut haben. Unsere neue Folge ist ja heute rausgekommen, also heute zugänglich für alle. Der Mike und ich haben wieder eine Classic-Folge aufgenommen zu Argentos Phenomena. Herz eine ist dieses Mal umsonst. Die nächste Classics-Folge wird ja wieder Steady-inklusiv. Und dann nehmen wir heute noch eine schöne Weihnachtsfolge für euch auf. Also kein Weihnachtsspecial. Das Weihnachtsspecial haben wir schon aufgenommen. Es kommt tatsächlich wieder nicht so wie der Corby, ich glaube, in die Volex gesagt hat, ich darf es nicht sagen, weil am Ende kommt es da nicht. Aber wir haben es schon aufgenommen, ist schon im Kasten. Aber wir besprechen heute noch einen süßen Weihnachtsfilm, extra für euch, für die schöne weihnachtliche Zeit. Haltet die Loser offen. Kommt nächste Woche wieder dazu, wenn es heißt Kassettenschmerz. Hier, fette Potatoes gehen raus an euch. Ein Küsschen auf die Nüsschen. Und dann sehen wir uns in die sozialen Medien wahrscheinlich. Au revoir, Babies.